Ja, wir haben hier einen schönen Mais stehen dieses Jahr, also der gut gelungen ist, wo der Betriebsleiter auch zufrieden ist, der in einem nicht ganz leichten Maisjahr doch zu einem beachtlichen Bestand herangewachsen ist. Auf diesem Schlag ist AgroSupport F ausgebracht worden, ein flüssiges Biostimulanz auf Basis von Algen, Huminstoffen und pflanzlichen Aminosäuren, die in diesem frühen Entwicklungsstadium die Pflanze in ihrem Stoffwechsel aktivieren, und darüber konnten die Nährstoffe eben sehr gut verfügbar gemacht werden, der Mais sehr gut wachsen und zu einem sehr guten Ertrag heranwachsen. Durch das kühle Wetter im Frühjahr mussten wir davon ausgehen, dass die Nährstoffverfügbarkeit deutlich schlechter ist als in anderen Jahren. Und von daher haben wir über die Alginur-Produkte abgesichert, dass wir eine hohe Nährstoffverfügbarkeit haben, um dann eben die Jugendentwicklung zu fördern und vor allen Dingen das Wurzelwachstum. Gerade beim jungen Mais ist es doch sehr wichtig. Das sieht man ja auch in der Kolbenentwicklung hier, dass der Kolben eben den Trockensubstanzgehalt erreicht hat, dass er geerntet werden kann. Wir können den Kolben mal durchbrechen. Man sieht hier, es ist ein Kolben mit einer relativ dünnen Spindel. Wir haben lange Körner und dadurch ist der Kolbenanteil an der Gesamtpflanze dann hoch, und das bringt natürlich letztendlich dann die Energie, so auch hohe Stärkegehalte, die für die Milchkuhfütterung oder eben auch für die Biogasanlage dann wichtig sind. Ein erfolgreiches Maisjahr mit einem, denke ich, guten Ertrag. Hier auf dem Betrieb laufen ja auch Vergleiche. Also es werden einige Flächen nicht mit AgroSupport behandelt, die dann sozusagen als Kontrolle dienen. Und das wird über Ertragswiegung und dann Trockensubstanzbestimmungen miteinander verglichen. Wir haben schon erste Auswertungen machen können, und da zeichnet sich ab, dass wir durch den Einsatz von AgroSupport hier einen Ertragszuwachs hatten. Ich bin mit dem Nährstoffangebot der Kultur zufrieden. Wir haben durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einen Teil der Flächen in roten Gebieten, und die AgroSupport-Produkte versetzen uns in die Lage, trotz vorgeschriebener 20% Minderdüngung die gleichen Erträge zu erwirtschaften. Die Inhaltsstoffe von AgroSupport verstärken die Wurzelbildung der Maispflanze, sodass die Nährstoffe eben sehr schön aufgenommen werden können. Und wir sehen das ja auch, wir sehen hier einen gut ernährten Maisbestand, obwohl die Nährstoffversorgung durch politische Vorgaben hier ja eingeschränkt ist. So haben wir praktisch einen Schlüssel gefunden, um mit weniger Nährstoffdüngung praktisch die gleichen Erträge zu bekommen.